Alle reden, keiner sagt Okay. jetzt. Jetzt Sag redet denen mal. Jetzt redet wir. So, herzlich willkommen miteinander zu einer neuen Folge von «Jetzt redet wir». Die Edition, wo wir alle etwas dazu lernen. Jetzt lernen wir. Das heutige Thema ist die Persönlichkeitsstörung Narzissmus. Und zwar auf Instagram habe ich ein paar Krankheitsbilder aufgelistet und gefragt, welches euch am meisten interessiert. Und der Narzissmus ist gewählt worden. Ich habe da ein Buch, die Narzisstenfalle oder die Narzissmusfalle. Und zwar, der Narzisst ist nicht nur der Erfolge feiert und Lob wie die Luft zum Atmen braucht, sondern auch der anstrengende Energiesauger, der stille Leider, im schlimmsten Fall der Psychopath. Wie erkennt man Narzissten, was sind ihre Motive und wie kann man sich vor ihnen schützen? Er begegnet uns immer häufiger, manchmal sogar im eigenen Spiegelbild. Mit diesen Worten herzlich willkommen zu dieser Folge über Narzissmus. Vielleicht als erstes Mal, was sind überhaupt Persönlichkeitsstörungen, die es gibt? Das würde ich euch gerne mal näher bringen. Und dann gehen wir natürlich ein auf den Narzissmus. Wie kommt es dazu? Was sind Eigenschaften? Ich erzähle euch noch über 2, 3 Fälle, wo ich in der Psychiatrie mit Narzissten, was ich dort für eine Erfahrung gemacht habe. Und ja, let's go, würde ich sagen. Von einer Persönlichkeitsstörung spricht man immer dann, wenn Gefühl, Denk- oder Verhaltensmuster extrem von der Norm abweichen. Oder? Norm, das sind wir alle, das ist der Durchschnitt. Und jetzt fragen sich natürlich viele, ja, ab wann ist es eine Störung, ab wann ist es eine Persönlichkeitsakzentuierung oder normale Charaktereigenschaften. Wichtig zu sagen, ich kann es mir immer so im Kopf behalten, also die Persönlichkeitsstörungen, die Eigenschaften, die die Leute haben, die haben wir alle. Wenn es einfach so übertrieben ist, dass es dir im Job, in der Liebe, allgemein zwischenmenschlichen Beziehungen schadet, dann redet man von einer Störung. Ein Beispiel, oder? Es gibt zum Beispiel die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Der Stil von diesen Menschen oder Verhaltensweise ist, dass sie gewissenhaft oder sorgfältig sind. Wenn das jetzt so übertrieben ist, kann man natürlich reden von einem Zwang, oder? Wenn du den Zwang immer wieder ausführen musst und deine Beziehung darunter leidet, du darunter leidest, du nicht mehr klar denken kannst, es dich im Alltag eigentlich wie hindert, dann redet man von einer Störung. Bei ehrgeizigen, selbstbewussten Leuten redet man von Narzissmus. Bei emotionalen und expressiv, also sich so zeigen wollen, redet man von der histrionischen Persönlichkeitsstörung. Die paranoide Persönlichkeitsstörung, dort sind dann Charaktereigenschaften wie wahnhaft sein, wachsam, misstrauisch. Wenn es dann übertrieben wird, redet man von einer Persönlichkeitsstörung, wo man paranoid ist. Borderline-Persönlichkeitsstörung kennt ihr sicher auch. Da habe ich mega viel zum Erzählen. Extrem viele private, nicht private, vom Geschäft Situationen, wo ich euch dann beim nächsten Mal, wenn wir die Folge über Borderline machen, dann gerne erzählen würde. Aber Charaktereigenschaften zum Beispiel wären spontan und sprunghaft. Wenn das zu übertrieben ist, dann sind wir wieder bei der Krankheit. Oder zum Beispiel die schizoide Persönlichkeitsstörung. Das sind Leute, die eher gerne allein sind, nicht so viel Kontakt haben mit anderen Leuten. Das ist ja auch in Ordnung. Auch ich habe vielleicht, ich sage mal so, schizoide Tage, wo ich einfach nur allein sein will. Ich will keine Menschen sehen, ich brauche ein bisschen Raum für mich. Jetzt, ab wann ist das wie eine Krankheit? Oder? Das ist immer die Frage. Nochmal, ich habe es schon gesagt, aber eine Krankheit ist dann, oder eine Persönlichkeitsstörung ist es dann, wenn es euer Leben, euer sozial-kulturelle Konstrukt, eure Beziehungen etc. schädigen oder negativ beeinflussen tut. Gewünscht, wie gesagt, ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Was ist jetzt der narzisstische Mensch für eine Person? Eine narzisstische Persönlichkeit ist meistens jemand, der nicht so empathiefähig ist
wo seine Gefühlswelt oder seine Ereignisse im Leben, die passieren, immer über die stellt von den anderen, oder? Also Narzissten sind meistens Leute, die sich extrem, also wir kennen sie in der Gesellschaft als extrem selbstverliebt, extrem selbstbewusst, meistens auch sehr erfolgreich, sei es jetzt im Sport oder im Job etc. In der Realität sind Narzissten nicht die so rumlaufen und mega sicher sind. Narzissten sind eigentlich so kleine Hagel und versuchen mit viel Show und viel «Schau, was ich erreicht habe, ich bin der krasseste Banker» oder sonst etwas, versuchen mit diesen Sachen ihr kleines Ego eigentlich zu beschützen. Sie suchen ständig neue Bestätigung. Sie wollen immer, dass ihr Selbstwertgefühl on top ist, weil dann fühlen sie sich gesehen. Was auch so eine typische Eigenschaft ist von Menschen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, ist, dass sie andere abdrücken oder andere für nicht so wichtig erscheinen lassen, damit sie natürlich durch das alle tief behalten werden. Wie eine Narzisse, eine hübsche Blume aus dem Boden emporsteigt und sich eigentlich ihres Selbstwertgefühl wie nähren können mit dem. Sie hat meistens eine sehr, sehr, sehr unrealistische Wahrnehmung von ihrem eigenen Selbstbild. Also sie neigen sehr zu Übertreibungen. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal, sind irgendwie Fußballer in der Kreisliga, haben das Gefühl, sie sind Ronaldo und so Wichtigkeit und keiner ist besser als sie, etc. etc. Also sehr, sehr anstrengende Menschen, sage ich auch ehrlich. Auch in der Psychiatrie habe ich viel mit Narzissten gearbeitet. Sehr, 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 sehr energiesaugend, so wird es auch beschrieben. Also es saugt sehr viel Energie, oder? Weil sie sich immer präsentieren wollen. Teilweise auch sehr übergriffig. Wir hatten mal einen, ein Mann, ich glaube, wie alt bin ich dort? 23. Und dann durfte ich ins Gespräch mit hocken. Und der Typ ist an so einer P. Diddy-ähnlichen Party irgendwie missbraucht worden. Klar, also gehört sich nicht, ist nicht schön, wünscht mir niemandem. Und dann hat er die Vergewaltigung oder die Misshandlung wie beschrieben. Und die Psychologin hat ihm gesagt, schon gut, Sie müssen nicht ins Detail gehen, das tut wie nichts zur Sache. Oder? Dann hat er gesagt, mal, Sie müssen sich das anhören, ich habe so fest gelitten, Sie müssen auch einen Teil von dem Leid wie ertragen. Und ich bin so gesehen, und ich habe gesagt, what the fuck, Alter, Mann, was hat der genau? Also, wer sind ihr zwei? Ich, der vergewaltigt, missbraucht worden ist, will euch das erzählen und ihr wollt es nicht mal hören. Ich, der so viel Dreck gefressen hat, so viel Schmerz gesehen hat, will jetzt, dass ihr auch den Schmerz teilweise miterlebt, indem ich euch das erzähle. Krank. Da haben wir es wieder. Also Empathiegefühl gleich Zero. Also wirklich nicht vorhanden. Und wenn man jetzt etwas gesagt hätte, Narzissten sind auch extrem kritikunfähig. Also wenn ich jetzt Kritik äußere, fühlen sie sich mega betüpft und in ihrem Ego kränkt. Und es gibt auch Leute, also je nachdem wie ausprägt der Narzissmus natürlich ist, gibt es auch Leute, die dann dir weh machen wollen, weil wer bist du, dass du Kritik an mir ausübst, das bekommst du wieder zurück. Also der Umgang mit Narzissten ist sehr schwierig, es ist sehr energiesaugend und also meistens geht man als Verlierer von dieser Beziehung raus. Wie gesagt, es sind Persönlichkeitsmerkmale von uns Menschen, die kulturell oder auch gesellschaftlich geprägt sind, wo jeder hat. Jeder ist ab und zu ein Egoist. Jeder sieht ab und zu sich krasser im Spiegel, als er eigentlich ist. Das ist ja auch normal. Die Frage ist immer wirklich, was für ein Ausmaß das hat, oder?
Ich finde auch ein bisschen schwierig, man rührt mega schnell mit Wörtern um sich herum. «Oh, der ist ein Narzisst, oh, der ist ein Psycho, oh, der ist das.» Aufpassen. Also ich finde so ein bisschen, teilweise Sachen sind sehr normal, wie man auch emotional werden kann. Und dann ist man nicht gerade borderline, wie man auch mal einen Ego-Tag machen kann für sich, wo man keinen sehen möchte. Man ist dann nicht gerade schizoid. Wir sind mega Fan geworden von Etikettieren und allen gerade etwas in die Schuhe schieben und sagen, der ist krank, der ist das, der ist dies. Also ich würde mir wünschen, dass wir da ein bisschen vorsichtiger sind und am Ende des Tages entscheidest du, ob du die Beziehung mit dem Menschen haben möchtest oder nicht. Also jeder, der in so einer Situation ist und mit Narzissten umgeben ist, kann sich auch entscheiden, den Kontakt wieder abzubrechen. Und das solltet ihr auch machen. Also ich habe viele Nachrichten bekommen. Hey, halt ein mega spannendes Thema. Danke, dass du es ansprichst. Ich war jahrelang in einer Beziehung mit einem Narzisst. Das hat mich aufgefressen. Das glaube ich. Das glaube ich. Aber holt euch auch da Unterstützung, holt euch auch da Hilfe. Oder? Vielmal, wenn du jahrelang investiert hast für eine Beziehung, willst du das nicht so schnell aufgeben, obwohl du merkst, seit 7 Jahren, es ist das gleiche Verhaltensmuster, der Mensch ändert sich nicht. Und nach dem Streit dann irgendwie sagen, ja, wir lieben uns einfach, sind wir zusammen, ist nicht the right way, um das für meine englische Community da auszudrücken. Narzissten sind auch meistens krankheitsuneinsichtig. Sie wollen nicht wahrhaben, dass sie falsch liegen. Sie wollen nicht wahrhaben, dass sie überhaupt krank sind. Wer soll krank sein? Ich, der Geschäftsmann, der das und das erreicht hat, der hübsch ist wie eine Blume, soll jetzt krank sein? Nein, sicher nicht. Wenn es dann Menschen gibt, die Kritik ausüben oder sie mit dem vielleicht konfrontieren, dann werden es meistens recht mit erfundenen Geschichten teilweise abgestuft und schlecht gemacht, auch Kontakt abgebrochen, um dann einfach wie die Verletztheit, die sie verspüren, dann wieder wie Retour geben. Oder? Es ist immer das Retour geben. Also, du schiessest, ich schiesse zurück. Wir hatten zum Beispiel auch mal einen, der hat auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hatte. Und wie gesagt, der Narzisst ist nicht der kleine Selbstverliebte, der ich bin so toll. Zu dem gehört es wie viel mehr dazu. Oder? Also ich erkenne meistens einen Narzisst, wenn er kritikunfähig ist. Wenn er Kritik nicht annehmen kann, wenn er gerade mit Wut, mit Überempfindlichkeit oder auch Gewalt mit dem antwortet. Das sind sehr, sehr typische Charaktereigenschaften für einen Narzisst. Ein grosses Thema ist auch Suizidalität bei Narzissten. Also es gibt viele Leute, die sich dann auch das Leben nehmen. Natürlich schön inszeniert, jeder muss es sehen. Wir hatten da auch einen Fall in der Psychiatrie. Wir hatten einen Mann, der Narzisst war oder immer noch ist, wenn er lebt. Der hat dann seinen Job verloren und ist dann so ein bisschen in die Arbeitslosigkeit hineingerutscht und hat dann gedacht, ich, der grosse, mächtige Optimus Bruder, ich bin M. Bruder, hat dann gesagt, er nimmt sich das Leben und er hat gesagt, ich mache es da in der Klinik. Wenn ich jahrelang leiden muss, meine Person so geschupft und fast geschändet wird und ich mir durch die ganze Trauer, durch die ganze Verletztheit jetzt das Leben nehme, dann mache ich es da vor euren Augen, weil es ist euer fucking Job als Pfleger, meinen toten Körper da wegzukratzen und aufzuräumen. Ihr seid einfach nur kleine Pfleger und solltet einfach meinen leblosen Körper da aufräumen. Etwas anderes habt ihr nicht verdient. Okay, ich war so dort. Mit 21. Was? Crazy. Wirklich krank. Und man kann sich auch vorstellen, oder, die Therapie bei Narzissten, Therapieerfolg, wenn du nicht einsichtig bist, dass du krank bist, suchst du dir auch keine Hilfe. Wenn du dir keine Hilfe suchst,
kann dir auch nicht geholfen werden. Also viel Narzissten suchen sich gar keine Hilfe, weil sie nicht der Annahme sind, dass sie krank sind. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso hast du dann einen Narzisst in der Klinik gehabt? Das muss man auch sagen, Persönlichkeitsstörungen sind immer, also nicht immer, sehr oft Begleitkrankheit zu anderen. Und der Mensch, der jetzt da kam und gesagt hat, ich bringe mich da um und ihr müsst zuschauen, ihr kleinen Pfleger, der ist nicht wegen Narzissmus da gewesen, sondern wegen Drogenkonsum. Also exzessiver Drogenmissbrauch ist auch ein Symptom von Narzissten. Muss nicht immer sein, kann aber sein. Häufigkeit von Narzissmus, man denkt etwa, dass 1% der Weltbevölkerung das hat. Spannend zu sagen, dass Männer häufiger davon betroffen sind. Und zwar geht man davon aus, 2/3 Männer und 1/3 Frauen. Woher kommt der Begriff Narzissmus eigentlich? Das ist ja auch spannend. Narzissmus kommt eigentlich von der griechischen Mythologie. Und zwar Narzis ist ein sehr hübscher Mann scheint's. Und auch verflucht, weil er verliebt war in sein eigenes Spiegelbild. Es gibt eine bekannte Geschichte, wo jemand mega verliebt war in Narzis, aber er durch seine Überheblichkeit und sein extremes Selbstverliebtsein das nicht hat erwidern oder das nicht ernst nehmen, worauf er eigentlich mit einem Fluch beleidigt worden ist. Der Fluch war so, dass er sich nicht mehr lösen von dem Spiegelbild. Damals hat es natürlich kein Spiegelbild gegeben. Er war am Fluss, am Hängen und hat sich die ganze Zeit angeschaut. So krass, dass der Typ dort verstorben ist und an dem Ort, wo er gestorben ist, Narzissen blüht haben. Die Blume Narzissa. Narzissen, whatever. Du weißt, was ich meine. Und die Geschichte erzählt uns eigentlich, wie gefährlich übertriebene Selbstliebe ist. Die Gefahren vom extremen Egoismus, den man hat. Und darum, ein gesunder Egoismus ist gut, oder? Also ich sage auch immer, wenn ich mich nicht lieben kann, kann ich mein Gegenüber auch nicht lieben. Heißt aber nicht, dass ich jetzt ein Narzisst sein muss. Also ich kann ein gesundes Ego haben, ich kann aber auch empathisch sein. Wichtig ist, dass ihr für eure Liebsten da sein könnt, aber euch auch lieben könnt. Wenn ihr merkt, ich habe keine Energie mehr, um mich für andere zu kümmern, dass ihr die Größe habt und sagen könnt, hey, ich brauche jetzt einen Tag für mich und ich muss meine Energie aufladen. Wenn ihr die Energie habt, könnt ihr sie natürlich auch verwenden, um euren Liebsten zu helfen. Ich meine, das ist ja ein Teil von euch. Also meine Kollegen, meine Familie, meine Freundin, das sind ja ein Teil von meinem Umfeld, von meinem Glück sozusagen. Also investiere ich ja auch Energie dafür. Wichtig ist natürlich, dass man immer den Range im Auge behaltet, von wie viel gebe ich, wie viel kommt zurück, mag ich jetzt überhaupt geben, etc. Woher so eine Persönlichkeitsstörung eigentlich entsteht oder wie das überhaupt entsteht, ist natürlich immer schwierig. Ich sage euch das immer wieder. Psychische Krankheiten sind multifaktoriell. Ich kann nicht sagen, du bist damals angeschrien worden, bam, hat sich eine narzisstische Persönlichkeit entwickelt, oder? Es gibt natürlich mehrere Faktoren, die es dafür braucht. Viele psychische Krankheiten, wie auch eine Persönlichkeitsstörung, entsteht eigentlich im Kindes- und Jugendalter. Ein Punkt ist natürlich sicher mal die Genetik, oder? Wenn das in der Familie ist, wie auch jede andere psychische Krankheit, kann das natürlich sein, dass es überschwappt auf die nächste Generation. Ich bin aber kein Fan davon. Mein Vater war schon Narzisst, also bin ich auch einer. Man kann sich immer Hilfe holen, man kann sich immer Unterstützung holen. Klar, du kannst vielleicht nicht dafür, dass du krank bist, aber du entscheidest, ob du die Krankheit behandeln willst oder nicht. Ein Pädophile kann sich auch nicht wünschen, als Wasser auf die Welt kommt. Ob er jetzt als Pädophil auf die Welt gekommen ist oder zu dem geworden ist durch seine Kindheit, das kann man nicht wissen. Aber es ist seine fucking Entscheidung, ob er sich an einem Kind vergeht oder nicht.
Ein Mensch, der eine psychische Krankheit hat, kann vielleicht nichts dafür. Ein Mensch, der aber anderen Leuten weh macht, ist in meinen Augen einfach ein verdammter Sohn/Tochter und hat kein bisschen Empathie von mir verdient. Will ich mal so gesagt haben. Ne? Dann natürlich eben der grösste Teil ist, wie man aufgewachsen ist. Oder? Beim Narzissmus ist es so, wenn man extrem verwöhnt worden ist, du bist der Geilste, du bist der Beste, du bist der. Keine Grenzen, kein Nein. Das Kind hat immer alles bekommen. Kann natürlich so ein Ego-Bild entstehen, oder? Ich bin der Größte, ich bin der Beste. Wer bist du schon, dass du mir etwas sagen kannst, etc. Oder wenn man extrem vernachlässigt worden ist. Also wenn man übermäßig Aufmerksamkeit bekommt oder zero Aufmerksamkeit. Dass du durch die Traumata denkst, ich habe das auch verdient, ich will auch geliebt werden, ich will auch gesehen werden und dass das zu einer Überfunktion in deinem Hirn kommen kann, dass es dann schon dass es schon krank wird und du eigentlich dir selber schadest. Hure krass eigentlich. Also Callout an alle Väter, Mütter. Es ist einfach zum Reden, ich habe kein Kind, aber wir oder ihr Eltern formen eigentlich die Zukunft, wo kommen wird. Und wenn man den Samen jetzt schon gut sät, kann auch etwas Gutes davon rauskommen. Und wenn ihr nicht fähig seid, Kinder richtig zu betreuen oder richtig Mami und Papi zu sein, dann nehmt ein Kondom, aufmachen, stülpt es euch drüber, habt euren Spass und lasst dafür die armen Seelen in Ruhe, die nichts dafür können. Ein Peace-Sign für euch alle trotzdem. Zudem kommt natürlich dazu, wenn eine dysfunktionale Beziehung von Mutter, Vater und Kind herrscht, also wenn die Beziehung so ist, dass man das Kind nie fördert, nie unterstützt, dass man es nicht liebt, dass man keine Aufmerksamkeit schenkt, dann kann das natürlich auch zu so einer Persönlichkeitsstörung kommen. Wichtige Themen oder wichtige Einflussfaktoren können natürlich auch Social Media sein, oder? Wenn du als kleiner Golf die ganze Zeit am Nattel hängst, TikToks anschaust, schaust, wie reich und schön und toll alle sind, kann das natürlich auch Konflikt in dir auslösen oder ein geringes Selbstwertgefühl. Dass du dich mit anderen vergleichst und siehst, dass du nicht gut bist, kann natürlich in deinem Hirn gewisse Sachen auslösen. Der Konkurrenzdruck, den man hat, der ist viel besser, der ist viel besser, der ist viel besser, dass das einem wie zu Kopf steigt. Also auch dort, wenn so etwas entsteht, kann ja passieren. Wenn ich aber eine liebes Mami oder einen lieben Vater habe, mit dem ich über all meine Probleme reden kann und meine Eltern vielleicht ein gesundes Selbstbild haben und mir dann sagen können, Schatz, der ist vielleicht besser im Fußball, der hat auch mehr trainiert, aber weißt du was, morgen gehen wir zusammen und trainieren wir. Jeder ist so gut, wie er ist und vielleicht hat der andere ein bisschen mehr Talent, dafür kannst du etwas anderes. Wenn man so einem Kind entgegenkommt, ist es natürlich anders, als wenn man das Kind gar nicht anlässt und er versucht, sich die Antworten in seinem Kopf wie selber zu geben. Logisch, ein Kind kann das gar nicht. Was natürlich auch ein Thema ist, sind Krisen, die im Leben kommen können, Traumata, die du erlebt hast, dass jemand gestorben ist, etc. Und du versuchst die Leere oder die emotionale Verletztheit mit narzisstischen Abwehrmechanismen versuchst wie zu füllen. Kann alles sein. Wichtig ist, dass man einfach offen für Kritik ist, glaube ich. Also Narzissten würde ich das gerne mitgeben. Und ich denke mir immer so, also keine Ahnung. Es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, ich bin ein Narzisst. Oder es gibt vielleicht Leute, die sagen, jeder, der in der Öffentlichkeit steht, ist ja wie ein bisschen narzisstisch. Weil er sucht ja die Anerkennung, die keine Ahnung was. Eben, wie gesagt, wir Leute schiessen immer ein bisschen zu schnell mit Sachen, wo wir eigentlich keine Ahnung haben und betitelt jeder als irgendetwas, was er ist. Ja, wenn ich mich aber jetzt frage und all meine Kollegen sich von mir wenden, all meine Kollegen sagen, du bist zu empathielos,
du gehst nicht auf unsere Bedürfnisse etc., dann muss ich mich doch als Mensch fragen, Kollege, wenn 20 Leute das Gleiche sagen, kann es doch nicht sein, dass ich der bin, der Recht hat. Also der Schlüssel, um aus jeder Situation rauszukommen, für mich ist einfach die Selbstreflexion. Die Reflexion, was sagen andere, wie ist mein Bild. Also geht auch mal zu Kollegen und fragen, oder? Also, ich habe auch oft gefragt, ey Jungs, wenn euch etwas stresst an mir, was ist es? Und meine Kollegen sagen zum Beispiel, wenn wir diskutieren und du recht hast, reibst du uns das voll unter die Nase. Etwas jetzt. Jetzt kann man das irgendwie versuchen zu klassifizieren. Man kann schauen, hey, denkt meine Familie vielleicht auch gleich? Sind es nur meine Kollegen? Ist es einfach ein Spass, wo sie nicht gerne haben? Oder ist es eine tief verankerte Charaktereigenschaft, wo ich irgendwie meinen Groll versuche, über das zu kompensieren? Es ist mega viel Arbeit. Also an uns selber arbeiten ist mega viel Arbeit und es tut weh, weil wir kritisiert werden von uns selber, aber das ist das Einzige, was uns weiterbringt. Und darum würde ich jedem Mensch eigentlich raten, ein bisschen mehr Selbstreflexion zu praktizieren. Sorry, ich habe gespritzt. Vom ersten Tag an, ich habe Gurken gegessen. Und ich esse ohne weiteres Gurken und alle Tomaten. Ich habe keine Angst vor Sterben. Und jetzt zum Abschluss nochmal 8 Punkte, wo jeder Narzisst vielleicht sollte üben oder ich sage es so, wenn du denkst, du bist kein Narzisst und andere sagen, du bist ein Narzisst und du hörst das wie oft, dann mach mal 8 Sachen. Erstens, üb dich mal in Selbstreflexion. Versuch mal, deinen Tag Revue passieren zu lassen, was passiert ist. Hast du vielleicht 3-4 Mal gestritten? Was sind die Auslöser? Sind wirklich immer die anderen schuld oder hast du vielleicht auch eine Teilschuld? Das wäre mal Punkt 1. Punkt 2, Empathie entwickeln. Versuch, andere zu verstehen. Versuch, ihre Welt aus ihren Augen zu sehen. Empathie heisst nicht leiden mit, brüllen mit, bis auch am Ende, wenn die am Ende sind. Aber versuch wie die Welt aus ihren Augen zu sehen, wieso sie jetzt das empfindet und zeig ein bisschen Interesse an ihren Gefühlen. Punkt 3. Feedback annehmen. Versucht, wenn euer Umfeld, also es muss nicht irgendeiner sein, der euch anrempelt und dann irgendein Feedback gibt, das müsst ihr euch nicht zu Herzen nehmen, das meine ich nicht. Aber Leute, die euch nahe sind, die euch kennen, Eltern, beste Kollegen, Frau, Freundin, wenn die euch etwas sagen, versucht das Feedback anzunehmen und sie zu verstehen. Eure liebsten Leute sagen so Sachen nicht, also wenn sie jetzt nicht krank sind, sagen so Sachen nicht, um euch zu verletzen. Sie versuchen, die zwischenmenschliche Beziehung zwischen euch zu stärken. Und darum, Feedback annehmen ist eine von diesen 8 goldigen Regeln, die ich jedem Menschen empfehle. Nicht nur Narzissten, auch Borderliner, auch Leute, die nicht krank sind. Das ist einfach eine Gepflogenheit, finde ich, in unserer Gesellschaft, die mehr Anklang finden und mehr praktiziert werden. Kommen wir zu Punkt 4. Realistische Selbstwahrnehmung. Wenn ihr jetzt, keine Ahnung, ich bringe das Fußballbeispiel, in der Kreisliga sind, mal ein Goal in einer Saison gemacht habt und euch aufführt, als wäret ihr eine Fusion von Messi und Cristiano Ronaldo, nicht so realistisch, oder? Was habe ich für Erfolg erzielt und was für einen Mehrwert gibt es mir? Oder was für einen Ego-Push gibt es mir auch? Akzeptiert eure Stärken, aber seht eure Schwächen und akzeptiert die. Oder im besten Fall, wenn ihr die Energie dazu habt, schafft einfach daran. Platz Nummer 5, Regel Nummer 5. Gesunde Beziehungen mit euren Mitmenschen aufbauen. Vielleicht bist du ein Narzisst geworden, weil ihr toxische Beziehungen habt in der Familie, weil deine Mutter und du eine dysfunktionale Beziehung habt und Macht und
so Themen mega Raum einnehmen, oder? Und dass du immer in der Abwehrposition bist und ich muss mich jetzt schützen, ich muss jetzt gerade schauen, wenn mich jemand angreift, dann decke ich, gebe ich einiges zurück, weil so bin ich wie etwas wert. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das sind toxische Charaktereigenschaften und das bringt niemandem etwas. Versuch dir das Umfeld aufzubauen und wenn du so Eltern hast und das ansprichst und es ändert sich nicht, geh einen Schritt zurück, such dir Beziehungen, wo Respekt, wo Empathie, wo man ein offenes Ohr für dich hat. Versuch, so Beziehungen aufzubauen. Klar, in der Schweiz nicht immer einfach, neue Kollegen finden etc. Aber wo ein Wille ist, ist meistens auch ein Weg. Platz Nummer 8. Therapie in Betracht ziehen. Wenn du so komische Situationen immer hast in der Familie, in zwischenmenschlichen Beziehungen, du immer streitest, dann such dir vielleicht einfach mal Hilfe. Also wenn du jetzt merkst, du hast deinen 4. Job verloren, deine 7. Freundin hat mit dir Schluss gemacht, es ist immer der gleiche Grund, dann Bro, vielleicht liegt es einfach an dir. Mal in den Spiegel schauen, mal auf den eigenen Teller schauen und ja, vielleicht auch so eine Liste machen. Ich mache oft so Pro-Kontra-Listen. Ich habe jetzt gestritten, keine Ahnung, was führt dazu, was habe ich vielleicht falsch gemacht, was hat die Person vielleicht falsch gemacht. Manchmal sagst du etwas, meinst etwas nicht so, aber bei dem Gegenüber kommt es ganz anders wie über, oder? Und dann hinterfragt man sich nicht, ey, das, was ich gesagt habe, wie ist das echt übergekommen? Man denkt immer nur, die anderen haben geschossen und was hat das in mir ausgelöst, wie kann sie so etwas sagen, aber was hast du vielleicht gesagt? Einmal daran nachdenken. 7. Punkt ist Achtsamkeit praktizieren oder achtsam sein. In der Psychiatrie haben wir viel so Aufgaben gehabt, Achtsamkeitstraining zum Beispiel. Haben wir mega viele Sachen in eine Box reingetan, ein Buch, ein Stein, Tasse etc. Und nachher musst du deine Sinn schliessen und nur mit deinen Händen dass wir versuchen herauszuspüren, was es ist. Oder jetzt könnt ihr sagen, oh mein Gott, voll die Kindergartenaufgabe, was ist das, sind wir da, spürst du mich, fühlst du mich? Nein, es geht darum, einfach seine Achtsamkeit wie zu stärken oder die auch zu schützen. In der heutigen Gesellschaft passiert fast nichts mehr achtsam. Man macht alles, bam, 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 Fließbandarbeit. Ich mache das, dann mache ich das, dann mache ich dies, dann mache ich das. Bam, bam, bam. Was habe ich achtsam gemacht? Nichts. Ich muss schon etwas essen, habe ich mir irgendetwas wie zwischen die Fressluken dort rein. Aber anhocken, mal kochen, also kochen finde ich etwas vom Genialsten, das dann selber können essen und spüren und achtsam essen, nicht irgendwie Fernsehen schauen, sondern sich mal aufs Essen konzentrieren. Das sind Sachen, die unsere Sinne einfach stärken und ja, was dazu führt, dass wir mehr bei uns sind und auch die kleinen Sachen wie schätzen können. Und Nummer 8 ist Grenzen respektieren. So wichtig. Wenn jemand Sachen nicht möchte, einfach Grenzen akzeptieren. Wie der Typ, der missbraucht worden ist und uns das erzählen wollte. Bro, ich will das nicht wissen, wie er deine Hose abgetan hat, ob er zuerst seinen Daumen oder seinen Dick reingetan hat. I don't care, Alter. Es ist mir so gleich. Oh mein Gott, jetzt benutze ich den ganzen Anglizismen. I don't care. Es ist mir gleich. Ich möchte das nicht wissen. Und dann akzeptiere meine Grenzen einfach. Weil du Scheissdreck erlebt hast, muss ich jetzt nicht an deinem Leid auch noch wie etwas abbekommen. Du bist kein Übermensch, Alter. Du bist kein fucking Übermensch. Jeder hat seine eigenen Probleme, jeder hat sein eigenes Leben. Respektiere dein Gegenüber, damit du auch Respekt fordern kannst von anderen. Wenn du keinen Respekt hast, aber nur Respekt forderst, dann klappt diese Rechnung nicht so ganz. Hey, ich habe wieder mega viel geredet. Ich hoffe, ihr könnt euch etwas dabei rausziehen. Wichtig, schaut auf eure Psyche, nehmt Feedback an und ja, I wish you einen schönen Tag. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Ja, man hat viel zu tun. Abschließen würde ich doch gerne mit einem Zitat aus dem wundervollen Buch, wo ich noch nicht fertig gelesen habe, «Der tägliche Stoiker», Stoizismus, immer wieder ein Thema, das ich gerne erwähne. Und ich würde gerne die Passage lesen
und dann einfach abschliessen und vielleicht euch etwas zum Nachdenken mitgeben. Darum sage ich jetzt schon mal, lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Danke fürs Einschalten. Sei der Mensch, der du sein willst. Zuerst sage dir, was für ein Mensch du sein willst, dann tue, was du dafür tun musst. Denn in fast jedem Bestreben verhält es sich so. Diejenigen, die nach etwas Sportlichem streben, wählen zuerst die Sportart, dann geht's an die Arbeit. Eine Bogenschützin wird höchstwahrscheinlich das Ziel nicht treffen, auf das sie auch nicht angelegt hat. Dasselbe gilt für dich, was immer dein Ziel sein mag. Sicher wirst du dein Ziel verfehlen, wenn du erst gar nicht den Bogen spannst und schießt. Unsere Wahrnehmungen und Prinzipien führen uns dahin, was wir uns wünschen, aber unser Handeln bestimmt schließlich, ob wir das erreichen oder nicht. Du sollst also wirklich Zeit darauf verwenden, konsequent, um dir klarzumachen, was wichtig für dich ist und deine Prioritäten sind. Daran arbeite dann und gib alles andere auf. Wünschen und hoffen allein reicht nicht. Man muss handeln, und zwar richtig.